Super. Jetzt geht es noch weiter zum Rauhorn. Da lang, bis hoch. Wir treffen uns dann da, oder? Ja, aber ich nehme den kurzen Weg und du die lange Route. Und dann treffen wir uns oben am Gipfel. Viel Erfolg. Ja, jetzt sind wir schon über 2000 Meter und die Luft wird langsam dünn. Da spricht man von Skyrunning ab 2000. Je höher man kommt, umso anstrengender wird das Atmen. Auf solchen Wegen ist es wichtig, dass man eine gute Balance hat, trittsicher ist und schwindelfrei. Nur mit diesen Fähigkeiten ist man den hohen Anforderungen beim Skyrunning gewachsen. Jetzt stehen wir genau an der Grenze zwischen Österreich da und Deutschland hier. Man darf nicht nachlässig werden und muss sich die ganze Zeit konzentrieren. Wenn es technisch anspruchsvoller wird, muss man auch vorsichtiger sein und sich ein bisschen bremsen. Es ist wichtig, auch bergab auf den Fußballen zu laufen, damit man größeren Steinen gut ausweichen kann. Sobald der Weg dann wieder glatter wird, kann man auch wieder Gas geben und ab ins Tal. Wie ein Ball. Uneben springt er, glatt rollt er. Ja, es kann auch mal passieren, dass man stürzt. Das kann sehr schmerzhaft sein. Mit den Händen muss man gut aufpassen, weil man sich instinktiv abfangen möchte, aber dabei kann man sich leicht die Finger brechen. Am besten ist es, die Arme nah am Körper zu behalten und sich über die Schultern abzurollen. In schwierigem Gelände muss man vorsichtig sein und langsamer laufen. Ich arbeite bei der Firma Hüttinger. Wir konstruieren spezielle Exponate. Mein Aufgabenbereich ist die Softwareentwicklung und die Programmierung von Spielen.
Ich bekomme zum Beispiel eine Grafik und programmiere sie dann so, dass ein Kunde oder Ausstellungsbesucher damit spielen und interagieren kann. Zum Beispiel den inneren Aufbau eines Arms. Der Besucher sieht dann den organischen Aufbau und Linien, die die einzelnen Teile bezeichnen. Oder man kann sich die verschiedenen Ebenen des menschlichen Körpers genauer anschauen und Ebenen ein- und ausblenden, wie Organe und Knochen. Und bekommt so eine sehr genaue Vorstellung, wie es in einem selbst aussieht. Ich hätte eine Frage zu einer Sache, die ich dir gerade geschickt habe. Zu der Frage wäre meine Idee, das ist vielleicht schwierig, aber man könnte es mit Springen machen. Springen und greifen. Ich arbeite ganz normal 39 Stunden in der Woche, wobei ich auch oft Überstunden mache. Das variiert natürlich je nachdem. Ich könnte es aber nicht aushalten, jeden Tag einfach nur 8 Stunden am Computer zu sitzen. Ich brauche einen Ausgleich. Den bietet mir mein Sport. Ich kann abschalten, gewinne Abstand und Klarheit. Wenn ich mich den ganzen Tag mit einem Programmierproblem beschäftigt habe, dann ist es toll, beim Sport abzuschalten und wieder klare Gedanken zu bekommen. Deshalb brauche ich den Sport als Ausgleich. Das sind meine Eltern, meine Mutter und mein Vater. Das war zu seiner Studienzeit. Meine Eltern stammen aus dem Iran. Kurz nach ihrem Umzug in die Hauptstadt Teheran kam ich auf die Welt. Teheran ist ganz nah an den Bergen. Die sind 4.000 bis 5.000 Meter hoch, ein richtiges Hochgebirge. Im Vergleich dazu sind die Berge hier eher klein mit ihren 2.000 bis 3.000 Metern. Das Gebirge liegt sehr nah an der Hauptstadt und ich bin mit dem Blick auf die Berge aufgewachsen. Irgendwann kam es dann zur Revolution im Iran, ein sehr bekanntes politisches Ereignis, mit dem sich alles im Land auf einen Schlag verändert hat. Meine Eltern wollten so in dem Land nicht weiterleben und deshalb auswandern. Dabei war Deutschland nie ihr Ziel. Sie wollten eigentlich nach Amerika. Dazu sind sie zunächst nach Deutschland gereist, um bei der amerikanischen Botschaft in Berlin einen Antrag zu stellen. Dieser wurde aber abgelehnt, weil Amerika und der Iran zu dieser Zeit befeindet waren. Vorher hatten es noch einige Familien geschafft, nach Amerika auszuwandern, aber für uns war es zu spät. Meine Eltern haben sich daraufhin entschieden, in Deutschland zu bleiben. Zunächst für kurze Zeit in Frankfurt, dann sind wir in die Nähe von Heidelberg gezogen, wo ich aufgewachsen bin. Der Ort heißt Neckargemünd. Dort habe ich den Kindergarten und auch die Schule besucht und bin dann nach dem Abschluss für das Abitur, da bin ich dann nach Essen gegangen. Als wir nach Deutschland gekommen sind, haben meine Eltern natürlich weiter iranisches Essen gekocht. Erst durch den Kindergarten bin ich mit deutschem Essen in Kontakt gekommen und fand das alles sehr merkwürdig. Ich kannte das ja gar nicht. Mit der Zeit hat es mir aber immer besser geschmeckt. Nur wenn ich Freunde zu mir nach Hause eingeladen habe, konnten die sich nicht so recht mit der iranischen Küche anfreunden. Sie fanden es eklig, ohne überhaupt probiert zu haben. Obwohl das iranische Essen im Vergleich zu den eher einfachen Gerichten im Kindergarten viel aufwendiger war. Einige kamen sogar gar nicht mehr zu Besuch wegen des Essens. Dadurch war ich sehr viel bei meinen Freunden, weil es ihnen bei mir zu Hause nicht geschmeckt hat. Später, nach der Pubertät, so mit 18, 19, hat sich das gewandelt. Da waren meine Freunde eher neugierig und wollten es gerne probieren und fanden alles toll. So ist das halt. Kleine Kinder mögen unbekannte Speisen eben nicht so gern oder finden sie schnell eklig.
Nicht unbedingt wegen meiner Haut, aber wegen meines Aussehens wurde ich gemobbt. Es hieß zum Beispiel, ich sähe aus wie ein Terrorist. Das fanden dann alle lustig, aber lustig war das für mich nicht. Ich bin doch kein Terrorist, der anderen etwas antun will. Wieso werde ich dann so stigmatisiert? Alle haben immer gerufen, Achtung, jetzt wird es gefährlich, Faraz ist da. Das war vielleicht mal kurz lustig, aber ich hatte schnell die Nase voll davon, jeden Tag gehänselt zu werden. Ich zeige dir noch ein Foto von meinem Studienabschluss als Informatiker in Heidelberg. Es war schön, dass meine Mutter und die Oma bei diesem Ereignis dabei sein konnten. Oma ist kurz darauf wieder zurück in den Iran geflogen. Es war 2019, oder? Nein, 2018. Genau, 2018. Da hatte ich einen Skyrunning-Wettkampf und eine Woche später waren wir zufällig gemeinsam bei einem Kurs zur Lawinenrettung. Da haben wir als Team zusammen geübt. Wir haben uns kennengelernt und wir haben uns verliebt. Sie hat ähnliche Interessen. Wir machen Bergtouren zusammen. Und zum Laufen hatte sie auch Lust und ist oft mitgekommen. So hat sich das entwickelt und wir sind oft zusammen in den Alpen. Als ich Faraz kennengelernt habe, hat er mir von seiner Liebe fürs Trailrunning erzählt. Ich war sofort neugierig, was das ganz genau ist. Auf einer Wanderung meinte er dann, dass er gerne so schnell wie möglich zurück ins Tal laufen möchte. Und nicht wandern. Da dachte ich, ich versuche mal mit ihm mitzuhalten. Markus war auch noch dabei und wir haben versucht, an Faraz dran zu bleiben, aber es war aussichtslos. Immerhin konnte ich mir dann besser vorstellen, was er da genau macht. Hast du Lust, ins Allgäu zu fahren? Ja, wenn das Wetter passt. Das sollte passen. Okay. Ich denke, der Schnee sollte auch schon geschmolzen sein. Es gibt verschiedene Routen, von einfach bis schwer. Und man hat vor Ort viele Möglichkeiten, je nachdem, wie man sich fühlt. Vom eher leichten Weg bis zur richtigen Kletterpartie. Je nach Motivation und Stimmung. Das ist der Vorteil am Allgäu. Es gibt 3 verschiedene Disziplinen, was ein wenig verwirrend sein kann. Berglauf, Trailrunning und Skyrunning. Ich gebärde das mal so, das ist im Prinzip Trailrunning in größerer Höhe. Unterscheiden kann man es so. Beim Berglauf geht es nur um den Lauf nach oben. Das kann auch auf einer Straße sein. Beim Trailrunning bewegt man sich auf unbefestigten Wegen abseits der Straßen im Wald. Das Ziel muss aber kein Berggipfel sein. Es geht eher durch die Berge auf und ab. Das Ziel ist nicht am Gipfel anzukommen, sondern man läuft oben einfach weiter. Genau. Es geht nicht um das Erreichen des Gipfels. Beim Skyrunning ist der Gipfel das Ziel und man möchte ihn so schnell wie möglich erreichen. Sky bedeutet übersetzt ja Himmel, also Himmelslauf. Man ist ganz oben auf der Spitze. Oft liegt da noch Schnee oder man muss über Gletscher und manchmal auch Kletterpassagen überwinden, um ans Ziel zu kommen. Das ist die Disziplin von den 3, bei der man am höchsten über dem Meeresspiegel ist. So, das Training haben wir jetzt hinter uns
Und jetzt machen wir noch einen Koordinationslauf, bevor wir mit dem Training starten. Ziel ist es, die Fußstabilität und Trittsicherheit zu erhöhen. So bewegen? Ja, es geht um die Beweglichkeit. Ach so, ich bin zu steif. Okay. Du schaust nach unten, ist ja auch klar, weil die Übung neu ist. Aber versuch, den Körper gerade zu halten und nach vorn zu schauen, dann klappt's ganz automatisch. Wenn wir diese Übung machen, ist die Körperhaltung automatisch hoch und gerade. Sonst sinkt man immer mehr ein und macht sich krumm. Die Stabilität im Oberkörper ist aber wichtig. Nicht auf den Fersen laufen, das ist falsch. Dadurch staucht sich alles vom Knie über die Hüfte bis in den Rücken und man hoppelt so den Berg hinunter. Besser ist es, auf den Ballen zu federn. Die Gelenke sind leicht gewinkelt und die Kraft wird abgeleitet. Und ist dadurch nicht mehr so stark. Genau. Außerdem nicht so weit zurücklehnen. Und wichtig, keine zu großen Schritte machen. Denn dann ist die Belastung auf den Gelenken wieder sehr hoch. Eher kleine Schritte. So. Ich habe angefangen zu laufen oder joggen, um mich fit zu halten. Nach 1 oder 2 Jahren hatte ich immer weniger Lust, immer die gleichen Straßen und Strecken. Deshalb habe ich Trailrunning ausprobiert und hatte sofort Spaß. Es ist anstrengend, aber es macht auch eine Menge Spaß, auf den Wegen in der Natur unterwegs zu sein. Bei den Bergfreunden haben wir so ungefähr 10 Sportlerinnen und Sportler, aber aktiv an Wettkämpfen nehmen vielleicht so 4 bis 5 teil. Europaweit gibt es im Jahr ca. 4 Wettkämpfe, den DEF Berglauf Cup. Da sind es bei den Männern durchschnittlich so um die 40 Teilnehmer und bei den Frauen so 15 Teilnehmerinnen, manchmal auch mehr. Das ist die eine Seite bei den Bergläufen. Und zusätzlich gibt es noch 4 Wettkämpfe, die die Vereine an ihrem jeweiligen Sitz veranstalten. Also in Wien, in Kärnten, in Tirol oder Südtirol und in Deutschland. Das ist sehr individuell. Einige schaffen es sehr schnell mit den Stöcken. Wichtig ist, dass man kleine Schritte macht. Also kurze Schritte, keine langen. Aber kurze Schritte sind natürlich auch anstrengender. Dafür kann man sich aber seine Kräfte besser einteilen. Das Training hier ist sehr wichtig für die Balance und die Konzentration. Man muss sich fokussieren und die richtigen Schritte machen, um nicht umzuknicken. In den Bergen, in richtigen Geröllfeldern muss es dann genauso klappen. Ein guter Gleichgewichtssinn ist dadurch nichts zu ersetzen. In den Bergen kann ich wieder auftanken. Hier in der Stadt gibt es überall Barrieren und Kommunikationsprobleme. In den Bergen muss ich nicht kommunizieren, da kann ich frei sein. Die Luft ist frisch und ich sauge alles in mich auf. Na klar, ist es anstrengend, aber ich spüre meine Beine und den ganzen Körper. Und dann noch ein Wettkampf, das weckt meinen Ehrgeiz. Das spornt mich noch mehr an. Das ist ein richtiges Abenteuer. Ich bin hochkonzentriert und voll drin in der Natur. Die Stadt ist da anders. Alles ist immer gleich, jeden Tag. In der Natur ist echtes Leben. Das ist wunderbar. Dieser Sack ist wasserfest, zum Schutz vor Regen, aber auch vor dem Schweiß vom Rücken. Da kommt meine Regenjacke rein, die braucht man, falls sich das Wetter plötzlich ändert und es regnet, aber auch als Schutz vor dem Wind, damit man nicht friert, wenn man sehr geschwitzt hat.
Die Jacke ist aus Gore-Tex, einem speziellen, sehr dünnen Material. Das hält auch über mehrere Stunden stärkerem Regen stand und man bleibt trocken und ist vor dem Wind geschützt. Außerdem ist sie sehr leicht. Beim Laufen braucht man keine dicke Jacke, da reicht so ein dünnes Modell. Die Stöcke sehen aus wie die Wanderstöcke, die man so kennt, aber die wären zu schwer. Die hier sind etwas anders, sehr dünn und leicht. Hier. Ganz leicht. Man nennt sie Trailrunning-Stöcke. Ein normaler Rucksack würde beim Laufen auf und ab hüpfen. Diese Weste liegt fest und eng am Körper an und bewegt sich beim Laufen gar nicht. Dadurch spürt man sie kaum. Das Handy ist nicht nur zum Fotografieren dabei. Ich habe auch eine spezielle App installiert. Sie heißt SOS Alp. Und mit ihr kann man in den gesamten Alpen, in Österreich, in Deutschland und ich glaube auch in der Schweiz, aber da bin ich mir nicht sicher, einen Notruf absetzen und über GPS-Signal gefunden und gerettet werden. Unterwegs in den Bergen ist es nicht leicht, an Verpflegung zu kommen. Manchmal haben die Hütten auch zu oder man ist weit draußen in der Natur, wo es einfach nichts gibt. Da helfen dann solche Riegel, wenn man Hunger bekommt. Darin sind sehr viele Kohlenhydrate enthalten und das bei einer sehr geringen Größe. Das isst man dann am besten in einer Pause. Zur Verpflegung während des Laufens eignen sich besser diese Gels. Einfach aufreißen und ausdrücken. Sie enthalten sogenannte kurzkettige Kohlenhydrate, sind leicht verdaulich und geben schnell neue Kraft. Schwere Nahrung wäre auch unpraktisch beim Laufen. Das ist gut für unterwegs und eben leicht verdaulich. Das ist ein Lebensretter. Es kann immer was passieren, ein Unfall, alles Mögliche oder das Wetter schlägt plötzlich um und es fängt stark an zu regnen und man muss auf Hilfe warten. Dann kann man diese Aluminiumdecke auffalten, die ist sehr groß, und sich zudecken und warm halten, bis Hilfe kommt. Das kennst du vielleicht, die wird auch von Rettungskräften benutzt. Darunter wird es einem sehr schnell warm und die Wärme hält sich auch. Bei Wettkämpfen ist es sogar Pflicht, dass man eine dabei hat. Ist einfach eine Absicherung. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Vor allem der Lichtschutzfaktor 50. Für die Stadt oder im Flachland reicht vielleicht auch eine Creme mit 30. Aber in den Bergen ist die UV-Strahlung 16% höher. Deshalb ist da eine 50er-Creme besser. Man sollte sich gut eincremen und den Schutz auch regelmäßig erneuern, denn der verliert sich durch das Schwitzen schnell. Am besten ist natürlich auch ein plastikfreies Bioprodukt. Deshalb trage ich auch ein Langarm-Shirt, da muss ich mir die Arme nicht noch eincremen. Nur die Hände, das Gesicht und den Hals. Mit den Beinen habe ich kein Problem, aber das ist sicher auch abhängig vom Hauttyp. Bei heller, empfindlicher Haut würde ich das schon empfehlen. Bei dunkleren Typen reichen Hände und Gesicht. Das sind jeweils 500 Milliliter. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann bei der Routenplanung Almhütten berücksichtigen, bei denen man die Flaschen dann wieder auffüllen kann. Oder Wasserfälle sind eine gute Gelegenheit, die Flaschen nachzufüllen. Das Wasser muss aber über Steine fließen, nicht über Pflanzen. Das würde ich nicht empfehlen. Davon könnte man Magenprobleme und Durchfall bekommen, wegen Bakterien und Keimen im Wasser. Bei Steinen gibt es da kein Problem. Aber das muss jeder selbst entscheiden. Mit Sonnenbrille ist es besser und man wird nicht so stark geblendet. Das Stirnband? Ja, das hält den Schweiß davon ab, dass er ins Gesicht und die Augen läuft. Das kann sehr unangenehm sein und brennen. Mit Band kann das nicht passieren. Außerdem schützt es auch vor der Sonne und davor, einen Sonnenstich zu bekommen. Das fällt mir noch ein. Was ich gerade noch in meine Tasche gepackt habe, war ein Erste-Hilfe-Set. Das sollte jeder dabei haben. Falls man doch einmal stürzen sollte, vielleicht stark blutet und keine Hilfe weit und breit ist, kann man sich damit verarzten. Das kann Leben retten, nicht nur das eigene, sondern auch das einer anderen Läuferin oder eines Läufers in Not. Deshalb habe ich es immer dabei. Das Wichtigste zum Schluss. Das sind nicht irgendwelche Laufschuhe.
Man sieht es an der Sohle und an dem besonderen Profil für mehr Grip. Sie sind speziell für das Laufen im Gelände und sollen das Wegrutschen verhindern. Egal ob bei Schlamm, über Stock und Stein oder auf Geröllfeldern, man hat immer einen sicheren Tritt. Damit wird das Risiko auszurutschen extrem verringert. Das Laufen mit normalen Schuhen von Nike oder Adidas mit einer glatten Sohle wäre hier echt gefährlich. Ach ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Diese Uhr hat alle Funktionen, die man in den Bergen benötigt. Sie kann navigieren, falls man sich verirrt hat, zeigt das Wetter und warnt auch vor plötzlichen Unwettern, misst den Puls und die zurückgelegte Entfernung und auch die Höhenmeter. Außerdem zeigt sie, wie viele Kilometer man noch vor sich hat. Ah, ich muss los. Auf geht's. Also dann, die Zeit läuft.